Dankeschön. Ik wil ons van deel merken, wanneer we in Dezember sind en verder wat kijken te wat komen dit en Weihnachten en alles. En dat wordt wachsel met de Dietsche Ministry hier at Dieren Church. Ik wil ons helpen denken dat we onze ogen zullen op Jezus houden. En zo willen van deel Hebreeën kapitel 12, 1 tot 3 jaar, dus de versen doorgaan. En zijn woorden kunnen ons opbouwen dat we onze ogen aan Jezus houden. Onze kerk heeft allemaal gezegd dat ons Ziel, ons Mission is, te mensen leiden, te Jezus Christus navolgen. En ik wil ons weer helpen denken van dat is werkelijk wat we zullen doen. Onze ogen zullen niet zijn aan een persoon, onze ogen zullen niet zijn aan een kerk, onze ogen zullen niet zijn aan een prediker, bloos aan Jezus. Waar we verder wachten naar Jezus. So Hebreeën kapitel 12, 1 tot 3 zegt es dit. Wilt we nu zoveel hebben, met het sterke Beispiel van geloven als een werk rammer aanzend, wel we nu met de zin offline, die ons zo leeg aanhangt en schwerfällig merkt en onhoudend ranen, zoals dat voor ons bestemd is. Wel we met Jezus allemaal in ogen houden, die den Glauben in ons angefangen heeft en vorig merken wordt. Jezus had kunt Frieden haben, aber hij neemt dat Lieden und Kreuz op zich en de schand, zoals van dat nisch wir. En heeft zich aan de rechte zijde van God zijn troon gezet. Stelt je den ver, die zich zoveel van de ware Sünder gefallen leid, du met je en jullie zullen niet meid en moutloos worden. So hij vangt hier aan, hij zegt wilt. Want het is een woord gebruikt, dus wilt in Engels spreekt we dat woord therefore. Wanneer du zo'n woord hast en ober is er nog een woord, dan moet hij zich vragen van wat redt hij. En je weet niet, redt hij krijgt van wat hij groot gereed heeft. En in kapitel 11 van Hebreeën zei we, wel hier viele mannen en vrouwen worden opgehouden als een bijspel van in geloven wandelen. So, wenn wir verstehen wollen, was meint der Stier von Hebräer, wir müssen zurückgehen nach Hebräer Kapitel 11. Und hier, das soll sagen, dass hier wurden beste Menschen gelobt von einem Beispiel von Gottes Glauben. Hebräer Kapitel 11, die ersten 2 Versen sind es steht. Der Glauben ist die Gewissheit, dass wir dort kriegen wollen, ab was wir hoffen. Und es nicht Twijfel aan dat wat we niet zijn. Door diesen Glauben hebben we de vervoerders en Gottes Zeugnis van God gekregen. So muss mit kort durchgehen, Kapitel 11. Wer wären diese Männer und Frühs, wer in Gottes Beispiel wären? Ich will kicken noch 4 von die. Die erste wie Noah. In Hebräer Kapitel 11, der 7. Vers, sagt es steht. Durch den Glauben acht Noah darauf, dass Gott sieht und büdet Schab auf seine Familie zu raten. Gott redete ihm über Sachen, wovon noch nichts zu sein wir. Durch den Glauben gaf hij de Welt Urteil en auf dat Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. So wir weten niet meer wat dat Geschichte wir Noah wordt geraubt von Gott, dat hij een Schab zal merken, wenn de grote Eeuwenschammel wat komen wordt. Dat helpt ons denken dat Noah, hij deed het alle voor dem, dat hij dat zeker weten deed, dat het zo wordt zijn. Maar uit Glauben mögt hij zich rijden en zijn ganze Familie te raden. En dat is een goed Beispiel van Glauben voor ons. Wieder in Abraham, zei we in Kapitel 11, de 8. Vers, sagt het steht. Durch den Glauben wir Abraham gehorsam, als hij geraubt wordt en een land neer te tragen, dat hij nachher orven zal. Hij trok los, ohne te weten, wo hij gaan zal. So Abraham wordt als een Beispiel gebruikt, wanneer God ons te wat roepen dat, we weten niet graag wo gaan, oder wo dat alle te gaan wordt leiden, we kunnen ons vertrouwen, dat God ons leiden wordt. En dan Moses in Kapitel 11, de 27. Vers, zegt es dit. Durch den Glauben verleiht hij Ägypten
en vergt nicht den Oor van König. Hij hield zich aan den hij niet zag, zoals wanneer hij hem zag. We weten een klein beetje van het geschicht van Moses, waar hij geboren werd en hem werd versterken en de koningsdochter kwam en nam hem aan. Hij was in het koningshuis op en hij had het zo goed. Maar dan roept God hem te woord en liever als wieder dat makkelijk van het leven wat hij had uitleven, ging hij God hing aan. Hij kon zijn wat hij had en dat liever dat hing aan volgen van die waar hij niet zijn deed. Dat als God. En dan Hebreeën kapitel 11, 36, 38, redt van de profeten en de orde waar er leven geven deiden, voor wat wou zij God vertrouwen deiden. Zegt ze staat. Andere worden verspot en verheft, vastgenomen en angestapt. Die worden versteinigt, tweegezicht en met den Schwert doodgemerkt. Ze gingen de schopsval en de kassenval ram en wordt alles genomen. Ze worden bedenkt en gekweld. De wereld weer niet weet dat zij die had. Aber zij zijn in wildnis en mangt de boy rambes gebiestad en hebben de boy heilen en leichter eine Eed geleefd. Hier redt hij van welke profeten. We weten dat Jesaja werd in hof gezegd, we weten Orne werden doodgemerkt. En alles dat zij God vertrouwden, dat God dat wordt doen wat hij versproken had, en dat zij würden gehoorzaam zijn tot dat wat God hen geroepen deed. So wanneer de Oude Testament, zoals in het Nieuwe Testament, zo vol is van bijspelen voor ons, waar we kunnen verder leven en kijken met geloven, dan kunnen we dat ook. We denken verder, en we merken onze Bibel open en denken zo, ik kan niemand zo zijn. Maar Jezus Christus zijn halb kost diese zijn. Dit zijn weer een beetje weinig mensen. En toch zijn we trouw tot dat wat God roepen deed. En we kunnen dat ook. So, ik wil vandaag vielleicht ons vragen, wer zijn onze bijspelen? Vielleicht zijn er mensen in die leven wat in dat han gewezen der middenjaren met Jezus Christus wonen, dat zij een grote, diepe, sterke vertrouwen en geloven hebben. Zij zijn die bijspel verjunt. Vielleicht zijn het kerkenleiders, wat een bijspel zijn verjunt. Een kapitel wieder in, oder twee kapitel wieder in Hebreeën kapitel 13, de 7e vers zegt staat. Denk aan jullie leraar, dat jullie Gottes woord gezegd heeft. Kijk wat die voor een eng hebben. En glijf zoals die glijfden. Ik doe deze vers niet lezen, dat ik mezelf geven doe. Er zijn vele mensen wat in onze kerk gedenkt hebben, geleerd hebben. En we zullen kijken, waar zij dat doen, dat we ook leven kunnen en geloven hebben, zoals zij dat hebben. En dan, ik wil ons van dem opmerken, we zijn ook bijspelen. We kijken ramen, we zijn bijspelen voor ons, maar ik wil je allemaal opmerken, we zijn een bijspel. Menschen kijken, mensen beobachten. Je zijn je handen geloven, ziet een bijspel. Er zijn kinderen wat kijken. Er zijn jonge christen wat kijken. De ganze wereld beobacht, wo worden Christen dat bewezen dat zij geloven hebben. Zo ziet een bijspel. God heeft je tot dit geroopt dat die een bijspel zijn van sterk geloven. En met dit wil ik ons ook opmerken. Wie, als een deze aandacht, we hadden gelegenheid een bijspel zijn. Van genade, van lijf, van kracht. Wanneer deze aandacht ook een eng woord nemen, wie kan een bijspel zijn? Voor wie sterke christen leiden doen en God gehoorzaam zijn. So nächste Part sagt uns und lehrt uns, dass wir sollen alles offline, was uns hindern wird, um in Reis rennen.
So hij brukt wie ze gaan deze Beispielen, wo we kijken dan, hij brukt een Beispiel van, wo mensen zich reinmerken dan van reis en dan ran, en alle die weer ver op zijn gekomen, die kijken aan, dan mensen aansporen. En het zegt hier in de werk van mensen, in Engels zegt het, therefore we have such a great cloud of witnesses. Dat brukt een Beispiel van, zoals dat een römische tijd hadden, dat we een grote stad, wo ze reinmerken, en daar zaten zij in een meer randen mensen van de reis. En nu zegt hij de stad, we zullen, wanneer we dit ranen doen, we zullen alles afleiden wat ons hinderen deed. Want we worden in de reis reinmerken, ik weet vele van jullie denken niet aan de reis reinmerken, maar westen van ons, we worden ons reinmerken van de reis, we worden niet komen met onze schwanste stijfelen, een grote zwarte wanek, een grote huurt hout aan. We worden alles afleiden wat ons niet veelde, zodat we kunnen zo bozig ran als möglich. En dat is wat de schrijver hier ons moet merken deed. We zullen alles te zien leiden wat ons hinderen deed. De Engelse deed het een klein anders even zaten. Dat zegt, lay off all hindrances and the sin that easily entangles us. So dat merkt je twee delen. Hier in de plotteacher deed het al bloos een deel, dat we zullen het zin afleiden. Maar in Engels deed het een beetje studeren, dat heeft twee poort, heeft twee delen. Dort wat zin is en dort wat ons hinderen deed. Zuerst dat zin wat ons hinderen deed. Dat zijn niet, je wendigt niet de zinden wat we doen, wat ons hinderen doen, om Jezus Christus nog volgen. Dat zijn de zinden wat we in hart en onze gedanken metdreven. Bitternis, spijt, afgangst, last. En ons zelfs niet lieden kan. Dat zijn verken zinden wat ons terughouden. En dat is wichtig dat we leren dat alle offline, zodat we kunnen zo zeggen, Jezus Christus, nog enger onderaan als we kunnen. Maar er zijn andere dingen wat onze kinderen doen. Er zijn vielleicht niet zin, maar het is niet het beste. De persoon zei me naar mij, wanneer ik aanvang als een pastor, hij zei, ik wil het eerst in Engels zijn, hij zei, it is not the good that often steals our effectiveness. It is that we don't pursue the best. Dat is niet dat het allemaal het slechtste is wat ons hinderen deed, dat is dat we niet voeten doen wat het beste is. We ons eerst dat en doen, we zijn tevreden met bus goud. En we laten ons terughouden dat we niet het beste hingen rondaan. So van deel wil ik ons moet merken, waar we niet bus en doen zijn met het goud, als goud genoeg. Waar we dort den uitzicht te zien lijn, dat goud is goud genoeg en dat past het hing eraan. Wat is het past het? Jezus Christus persoonlijk leren taan en zijn goud doen als we kan en dat. Alles onder te zien lijn, dat we kan met ganz het ziel Jezus Christus nog hing eraan. Dan wieder brukt hij dat Beispiel van Ran. Hij zegt een onhallen ranen, zoals dat voor ons bestemd is. So hij zegt hier, wie zijn ran. En het is verbonden met niet de vrede zijn met bloos dat goud. We zijn verder weg kijken voor dat bastet. En dit Beispiel brukken en we würden zijn, niet bloos gaan, niet bloos kruipen, maar ran. Niet bloos een down zijn met klein beetje mat spelen, klein beetje mat doen. Nee, zo goed als we kan. Ran. Wanneer we in reis betekenen doen, en die ordenen die ran alle los, dan is er een afschuld wat wordt gaan, wat we denken over dem. En dat is wat hij hier zijn deed. En er zijn tijden, wo dat schwer is te ran. Je kan terugdenken, vielleicht doe je nu ran. Du erst, wanneer het met een langere reis is, du erst een tijd, wo je ziet, wie dat. De orde een beetje schwer is. Maar dan denken we weer, nee, ik wil onhoudend zijn, ik wil weer ran. En zo is het ook met ons geloven, ons wandel.
Wer wir onhoudend zijn. Ik heb geleerd in het leven dat als verken der wagen, wo der wie ons geloven, dat best bewijzen doen. Wenn Gott uns wat lehren dat, wenn Gott uns wat wiesen dat, en wie dann du moeten verwachen, dat is een zeer grote proef voor onze vertrouwen en ons geloven. Wir moeten dort der sein, wir moeten onhoudend sein, zum gehorsam sein, zu dort, was Gott uns gesagt hat. In Hebräer Kapitel 11, in Kapitel 3, in der 13. Vers sagt es steht, das sind alle im Glauben gestorben und haben nicht gekriegt, was er versprechen wir. Sie haben dort mal von weit auf kommen sein. Sie werden sich dort übersicher und freuen sich und bekennen, dass sie hier auf der Erde nur Fremde durchwandern werden. So diese Menschen, die als Beispiel sind hier abgenannt in Kapitel 11, sie kriegen dort nicht zu Wort, sie randen. Sie kennen Christus persönlich noch nicht, aber sie vertrauen dort, was Gott hat gesagt, dass der Messias wird kommen. Und sie vertrauen sich und sie freuen sich an den Vertrauen. Wer wir ran, mit Hoffnung, wie haben all Jesus? Wie haben all Jesus? So, wenn du so eine Best von dir wirst, du denken, dass ich fühle, dass ich will abgeben. Ich habe meine Mut verloren. Sieht onhoudend. Sieht onhoudend. Zit het dies te begint? Als je Ehe twee? Sieht onhoudend. Hast du Zweifel über wer Gott ist? Sieht onhoudend. Was du bedeutet und was dein Toekomst wird sein? Sieht onhoudend. Ran. Sie nicht tevreden mit Krüpen. Sie nicht tevreden mit Gehen. Ran. Dann sagt er wieder und er sagt, onhoudend ran, so als dort für uns bestimmt ist. Wir ran nicht an die innere Reis. Wir ran der Reis, was uns gegeben ist zum Ran. Wir merken nicht ans innere Game ab, wir merken nicht ans inneren Reis ab. Wir ran der Reis, was Jesus uns gegeben hat zum Ranen. Du hast bloß ein Weg, wo der Menschen gerat kann sein, und das ist der Jesus. Du hast bloß ein Weg, wo wie Gott der Fried kann stellen in diesem Wandel mit Jesus, und dort ist der Jesus. Du hast keine andere Reis. In dieser Weg hat Gott uns dort bestimmt, die Wohnreis, wie wir ran. So, liebe Freunde, ran. Wo wir onhoudend sind, ran. 1. Korinther Kapitel 9, de 24. Vers sagt, es steht, weet je nicht, dat die in de waarde ranen, alle ranen, aber mo eine gewähnt den Preis, rant so, dat je dort kriegen. Ran. Das ist aber wichtig, dass wir weiten, wo haben wir ranen sollen. Wenn wir ranen daten, geht vielleicht sagen, kein bosig ran, aber kein eng ist, kein Ziel ist, dann ist bald keine Ursache, woran wir wieder ranen sollen. So, was ist uns eng? Woran wir haben? Was ist unsere Finishline? Wenn wir haben trocken von Alberta, ich habe eine Räfel, die in Skophafen, je weet, Verken, wo einer Zielen dat mit einer Räfel. Die haben einen Skop, dort zu der zu checken, dort einer weit auf kann sein, wo einer Handscheiten dat. Aber wenn wir haben trocken, über 5000 Kilometer, man trocken mehr, wenn ich die Räfel will hier brocken, die nicht Handscheiten, wo der haben soll. Und da wir wegen der Skop geschadet wir und dort Fokus wir. Dass wir nicht mehr klar zu sein, wo der haben soll. Dann muss der frisch angestellt, dass der weiter Glück scheiden kann. Ich glaube, fehlt uns dort auch. Frisch weiter anzustellen, dass uns Ziel weiter Glück scheiden wird. Was ist uns Ziel, was ist uns eng, was ist uns Finishline, das Reis, wo wir anrennen, 2. Vers sagt es dort. Weil wir Jesus einmal in Ug holen.
Der Schreiber von Hebräer hat uns gelehrt, dass wir sollen nach unser Beispiel kicken. Aber uns Beispiel ist nicht dort Wort wir rannen. Wir rannen nicht in der Person heran, wir rannen nicht im Prediger heran, wir rannen nicht in der Kirche heran. Die Personen, die Kirchen, die sollen uns alle halten, dass wir an uns Ziel und Jesus Christus stehen. Bloß nur Jesus. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 11, der erste Vers sagt es steht, nehm mich zum Beispiel, vielleicht wird Paulus haben gesagt, dass er ein von den wir in Hebräer Kapitel 11, warum so als auch Christus zum Beispiel nehmen. Die Beispiele, was wir haben in uns Leben von einem guten Wandel in Christus, die sollen immer ein Beispiel sein, so dort, wie kann Jesus Christus später nur folgen. So wer ist das Jesus Christus? Das sagt erst, dass den Glauben in uns angefangen hat. Jesus Christus wird den A und den O genannt in Offenbarung Kapitel 22, der 13. 10. Vers sagt es steht. Ich sehe dort A und dort O. Der Anfang und dort Eng. Der Erste und der Letzte. Jesus ist wörtlich den Grund Erster. Und er ist von dem Grund den Letzte. Er ist der, wer uns Glauben angefangen hat, wegen er ist die Person, in wem wir glauben. Er ist den Anfang von uns Glauben, wegen er ist der, wer uns geraubt hat. Er ist den Anfang von uns Glauben, wegen wir haben den Arm geglaubt und vertraut für unsere Seiligkeit. Und wir gucken immer further weg, aber wir haben uns immer denken, dass Jesus Christus erst uns Anfang. Wieder sagt dort, dass er wird uns Glauben vor dich merken. Was meint das? Dort, wenn wir uns üben und Jesus stellen, Jesus wird uns leiden. Dort wie Bäder an Dollar kann ran. Dort wie Dollar Jesus Christus lecken wollen. Nochmal jetzt das nicht scheinen, dass Gott uns, Jesus uns leiden wird. Nochmal nimmt Jesus uns der schwere Tiden. Aber diese schwere Tiden merken uns nicht besser. Diese schwere Tiden merken uns nicht, dass wir Wort haben. Diese schwere Tiden merken uns nicht, dass wir Aufgaben haben. Jesus bringt uns fertig, der schwere Tiden, um uns wiesen, was du all ist. So, wenn wir in eine schwere Zeit durchgehen und wir besser wollen, dort ist ein Beweis, dass die Betternis all ist. Und Jesus Christus, der dort, in Gnade, so dort er uns dort wiesen kann, wo wir kalt kommen, dort er dort aufnehmen kann, dort wir besser ran können. Und so war ich erst heute, wer dort vor dich merken wird in uns, dort wir besser ran können. Wieder durch die Gnade und Leid, was Jesus uns wiesen wird, wo wir lernen, zum besser ran. Wir sind angenommen in Christus. Wir sind Gott seine Sehns und Tochtern. Und wenn wir sicher sind in Christus, können wir ran. Wieder, wenn er auch der erst wer uns Anfang erst in uns vor dich merken, der in uns wandelt, wir haben auch Jesus Christus als ein Beispiel für uns, wo wir ran sollen. Dort sagt Jesus, hat kein Frieden haben. Was er lieber? Aber nein, dort liegen am Kreuz ab sich. Wir können anhaltend sein. Jesus Christus ist uns Beispiel. Er kann uns raupen zum anhaltend sein und zum Rannen will er dort. Und wenn wir in Arm sind, dann haben wir seine Kraft. So mit der Schreiber von Hebräer will ich uns von der Halten denken, dass wir rannen dann. Nicht abgeben dann, aber rannen. Er sagt dort, dass er keinen Frieden haben hier auf der Welt, leichtes Leben haben als König. Er sagt zu sie, nahm der Kreuz ab sich und dann sagt er, und hat sich an der rechten Seite von Gott sein Thron gesagt. Glas Kapitel 3, die ersten 2 Versen sagen, es steht, wenn wir nun mit Christus von dort abgestoßen sind, dann segnen dort boven ist, wo Christus bei Gott an der rechten Seite sitzen wird. Denk an dort, was du boven ist, und nicht an dort, was ab ihr ist. Für uns ist das ein sehr gutes Ding, dass wir das niemals vergeten tun.
Wanneer we in ons reis ranen down en wie meid worden down, wat doen we verken? We kijken eraf. We kijken eraf, we kijken naar de zijde, we kijken naar de linker zijde, de rechter zijde. En zo denken we dan, dit is te zwaar. Dit gaat niet schijn. En vielleicht kijken we eraf en we vangen ons zelfs een beetje te bejammeren. Wanneer het bus een beetje schijner jink, dan word ik raan. Wanneer het bus een beetje lichter weer, dan word ik raan. Mensen zijn zo jeng mee. Wanneer niet zo jeng mee weer, dan word ik raan. Keiner gleich mee. En zo grunzt wie wieder en wieder. Kop rauf, kicken rauf. Wat sagt die Bibel uns von dir? Kick ab. Kick ab, vriend. Raan met Ziel. Wenn wir raufkicken down, dann können wir nicht Jesus sein. Wenn wir abkicken down, dann wollen wir Jesus sein. Wir wollen sein, wer er wirklich ist. Und dort, wo er uns terupen hat, und dann können wir ran. Das ist seine Einladung für uns. Stellt unsere Ohren an Arm. Dritte Vers sagt, stellt jünd den fair. Da ist so viel von der wahre Spanje Sünder gefallen leid. Du mit je in jene Seilen nicht meid. Wir sollen unsere Ohren an Jesus halten. Und ich denke an das Geschichte, wo Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Was sagt er da? Er starb und ging zu Jesus. Und in seinem Glauben, Jesus am der Kraft am Wasser gehen. Da wie ein Wunder, was Jesus tut. Aber was tut Petrus? Er kickt nach einer Seite, kickt nach der anderen Seite, kickt herauf. Und sagt, was er wollte werden. Und dann fängt er an, Unger zu gehen. Aber dann, wo wir sie noch halb, er kickt ab. Und du wie Jesus mit seiner Hand rührt und er halbt an. So dass hier im Klasse Kapitel 3 lesen wird. Denk an dort, was da boven ist, und nicht an dort, was hier auf der Erde ist. Und dann sagt er wieder, wir sollen nicht meid worden und wir sollen nicht mautlos worden. Lieber Freund, lieber diese Andacht, wir werden nicht mautlos worden. Wir werden nicht mautlos worden. Diese Andacht ist immer für Jesus gewesen. Das ist nicht bloß, dass wir können der Fried sein, dort haben sie es wieder gleichen. Wir werden nicht mautlos worden. Jesus raubt jeder einer von uns. Der raubt dir an Church, zu Wort gerautet, zu Wort fernet, dann unsere Zukunft ist gut. Wir werden nicht mautlos worden. Hebräer Kapitel 11, das erste Vers hat uns bei der denken, dass das Glauben wichtig ist. Das sagt, aber ohne Glauben ist das allmählich Gott zu gefallen. Wer nur Gott kommen will, muss bleiben, dort er ist. Ich glaube, alle die wir hier sitzen, down, ich will mich vernehmen, dass wir alle glauben, dass du ein Gott ist. Aber lesen wir, was das nächste Part ist. Er sagt, und dort die belohnt, die wir am ernstlich sehen. Das ist, was Glauben wirklich ist. Glauben ist nicht bloß zu glauben, dass du ein Gott bist. Glauben ist nicht bloß glauben, dass Jesus Christus ein Retter ist. Glauben ist, uns vertrauen, Satan und die, wer wie wirklich glauben, dann wird uns belohnen, dass wir treu geblieben sind. Das ist uns vertrauen, Satan und die, wer wir ernstlich sehen. Und uns Reis ist wörtlich, lieber Freund, um Jesus Christus ernstlich sehen. Das ist das Wort, wie Glauben haben. Wir haben nicht Glauben und Vertrauen, dass wir bloß an Gott glauben können. So glaubt an Gott. Wir haben ein Glauben, ans Wort geraubt haben, Glauben, ans Wort geraubt haben, Reis, dass wir was ordnet haben, was so niemals was haben. Und dort ist Jesus Christus ernstlich tanen. Dort ist uns Ziel. Dort ist uns Reis. Und wer wir uns selbst treisten mit das. Sag mal von der Schlüten mit das.
Onze deutsche aandacht, Deer Church, de Engelse aandachten. Ons Ziel is allemaal geweest, dat wir hier thuis zijn, Part von dieser Familie sind, dat wir uns sich abbühnen wollen, dat wir können nachchecken, Jesus sein am Arm noch folgen. Weil wir das niemals vergessen. Wann wir auch nicht mehr kraxestet worden über einen Andacht haben, wie können wir verder weiter checken? Und mit unserer Familie, was hier bei Deer Church ist, Jesus Christus noch folgen. Und wenn wir auch anders was sagen, wie können wir die deutsche Sprache brauchen, zum Ausdrücken, die starken, wer im Glauben sind, ausdrücken, die wir noch nicht im Glauben sind. Dort mehr Menschen können Jesus Christus nur folgen. Und da wir mehr Menschen können rauben, dann mit uns taub diesen Reis ranen. Wir werden noch schließen mit dem Gebet. Jesus Christus, Dankeschön für diese Ansporung von dir. Wir sind dankbar, dass du uns Beispiel bist. Wir sind dankbar, für dass wir ein Beispiel sind, gewesen für uns. Und Gott, uns Ziel ist vielleicht, bitte sie zu gehen, mit uns Fokus geworden. Und wenn das so ist, Gott, wir beten, dass du uns halten denken, dass alles ist für Christus. Und dass wir können ranen mit Ziel. Wir beten das in Jesus Christus Namen. Amen.